Deutsch A2 B1 – правильные фразы на немецком языке. Развиваем нашу речь и пытаемся говорить без ошибок. Мы долго завтракаем, когда у нас есть время. Когда или если у нас есть время. Союз wenn. Wir frühstücken lange, wenn wir Zeit haben. Wir frühstücken lange, wenn wir Zeit haben. Обратите внимание, после союза when глагол сказуемое на последнем месте. Wir frühstücken lange, wenn wir Zeit haben. Она едет в Испанию, когда в отпуске. Sie fährt nach Spanien, wenn sie Urlaub hat. Sie fährt nach Spanien, wenn sie Urlaub hat. Sie fährt nach Spanien, wenn sie Urlaub hat. Он едет на велосипеде, когда не идет дождь. Или катается на велосипеде, когда нет дождя. Er fährt Fahrrad, wenn es nicht regnet. Er fährt Fahrrad, wenn es nicht regnet. Er fährt Fahrrad, wenn es nicht regnet. Том ремонтирует свой велосипед, когда он ломается. Tom repariert sein Fahrrad, wenn es kaputt ist. Tom repariert sein Fahrrad, wenn es kaputt ist. Tom repariert sein Fahrrad, wenn es kaputt ist. Вера идет в агентство по трудоустройству, когда ищет работу. Vera geht zur Arbeitsagentur, wenn sie eine Arbeit sucht. Vera geht zur Arbeitsagentur, wenn sie eine Arbeit sucht. Vera geht zur Arbeitsagentur, wenn sie eine Arbeit sucht. Я читаю книгу вечером, когда не могу уснуть. Ich lese abends ein Buch, wenn ich nicht schlafen kann. Обратите внимание, сказуемое сложное, состоящее из спрягаемой части и неспрягаемой. Ich lese abends ein Buch, wenn ich nicht schlafen kann. Ich lese abends ein Buch, wenn ich nicht schlafen kann. Я остаюсь дома, когда мне не нужно работать. Ich bleibe zu Hause, wenn ich nicht arbeiten muss. Ich bleibe zu Hause, wenn ich nicht arbeiten muss.
Ich bleibe zu Hause, wenn ich nicht arbeiten muss. Тебе нужно позвонить, если ты хочешь записаться на прием. Du musst anrufen, wenn du einen Termin bekommen möchtest. Du musst anrufen, wenn du einen Termin bekommen möchtest. Du musst anrufen, wenn du einen Termin bekommen möchtest. Вам необходимо заполнить формуляр, если вы хотите подать заявку. Sie müssen ein Formular ausfüllen, wenn Sie einen Antrag stellen wollen. Sie müssen ein Formular ausfüllen, wenn Sie einen Antrag stellen wollen. Sie müssen ein Formular ausfüllen, wenn Sie einen Antrag stellen wollen. Если не идет дождь, я катаюсь на велосипеде. Обратите внимание, что придаточное предложение у нас стоит перед главным предложением. И тогда в немецком предложении сказуемое будет стоять на первом месте. То есть главное предложение будет начинаться со сказуемого. Wenn es nicht regnet, fahre ich mit dem Fahrrad. Wenn es nicht regnet, fahre ich mit dem Fahrrad. Wenn es nicht regnet, fahre ich mit dem Fahrrad. Когда она болеет, она остается в постели. Wenn sie krank ist, bleibt sie im Bett. Wenn sie krank ist, bleibt sie im Bett. Wenn sie krank ist, bleibt sie im Bett. Если я хочу выучить немецкий язык, я пойду в языковую школу. Wenn ich Deutsch lernen möchte, gehe ich zur Sprachschule. Wenn ich Deutsch lernen möchte, gehe ich zur Sprachschule. Wenn ich Deutsch lernen möchte, gehe ich zur Sprachschule. Если мы хотим пожениться, мы идем в ЗАГС. Wenn wir heiraten wollen, gehen wir zum Standesamt. Wenn wir heiraten wollen, gehen wir zum Standesamt. Wenn wir heiraten wollen, gehen wir zum Standesamt. Если мы хотим работать в Германии,
Нам нужно разрешение на работу. Wenn wir in Deutschland arbeiten wollen, brauchen wir eine Arbeitserlaubnis. Wenn wir in Deutschland arbeiten wollen, brauchen wir eine Arbeitserlaubnis. Wenn wir in Deutschland arbeiten wollen, brauchen wir eine Arbeitserlaubnis. Если мы хотим скачать формуляр, нам понадобится компьютер. Wenn wir das Formular herunterladen möchten, brauchen wir einen Computer. Wenn wir das Formular herunterladen möchten, brauchen wir einen Computer. Wenn wir das Formular herunterladen möchten, brauchen wir einen Computer. Надя хочет работать полный рабочий день, потому что на неполной ставке она зарабатывает недостаточно. И у нас в сложном предложении союз den, после которого идет прямой порядок слов. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, denn sie verdient in Teilzeit zu wenig. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, denn sie verdient in Teilzeit zu wenig. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, denn sie verdient in Teilzeit zu wenig. То есть дословно zu wenig слишком мало или недостаточно. Zu wenig слишком мало. Том недоволен, потому что у него нет работы. Tom ist unzufrieden, denn hat keine Arbeit. Tom ist unzufrieden, denn hat keine Arbeit. Tom ist unzufrieden, denn hat keine Arbeit. Кристина хотела бы жить во Франкфурте, потому что ей здесь очень нравится. Christina möchte in Frankfurt wohnen, denn es gefällt ihr sehr gut hier. Christina möchte in Frankfurt wohnen, denn es gefällt ihr sehr gut hier. Christina möchte in Frankfurt wohnen, denn es gefällt ihr sehr gut hier. Она ищет временную работу на выходные, потому что в течение недели у нее курс немецкого языка. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, denn sie hat einen Deutschkurs unter der Woche.
Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, denn sie hat einen Deutschkurs unter der Woche. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, denn sie hat einen Deutschkurs unter der Woche. Нам нужно поторопиться, потому что у нас встреча. Wir müssen uns beeilen, denn wir haben einen Termin. Wir müssen uns beeilen, denn wir haben einen Termin. Wir müssen uns beeilen, denn wir haben einen Termin. Надя хочет работать полный рабочий день, потому что на неполной ставке она зарабатывает недостаточно или слишком мало. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, weil sie in Teilzeit zu wenig verdient. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, weil sie in Teilzeit zu wenig verdient. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, weil sie in Teilzeit zu wenig verdient. Том несчастен или он недоволен, потому что у него нет работы. Tom ist unzufrieden, weil er keine Arbeit hat. Tom ist unzufrieden, weil er keine Arbeit hat. Tom ist unzufrieden, weil er keine Arbeit hat. Кристина хотела бы жить во Франкфурте, потому что ей здесь очень нравится. Christina möchte in Frankfurt wohnen, weil es ihr hier sehr gut gefällt. Christina möchte in Frankfurt wohnen, weil es ihr hier sehr gut gefällt. Christina möchte in Frankfurt wohnen, weil es ihr hier sehr gut gefällt. Она ищет временную работу на выходные, потому что в течение недели у нее курс немецкого языка. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, weil sie unter der Woche einen Deutschkurs hat. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, weil sie unter der Woche einen Deutschkurs hat. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, weil sie unter der Woche einen Deutschkurs hat. Нам нужно поторопиться, потому что у нас встреча.
Wir müssen uns beeilen, weil wir einen Termin haben. Wir müssen uns beeilen, weil wir einen Termin haben. Wir müssen uns beeilen, weil wir einen Termin haben. Не могли бы вы предоставить свой налоговый номер? Könnten Sie bitte Ihre Steuernummer nennen? Könnten Sie bitte Ihre Steuernummer nennen? Könnten Sie bitte Ihre Steuernummer nennen? Не могли бы вы предоставить данные вашего банковского счета? Würden Sie bitte Ihre Kontoverbindung angeben? Würden Sie bitte Ihre Kontoverbindung angeben? Würden Sie bitte Ihre Kontoverbindung angeben? Не могли бы вы предоставить информацию о вашей медицинской страховке? Könnten Sie bitte Informationen zu Ihrer Krankenversicherung geben? Könnten Sie bitte Informationen zu Ihrer Krankenversicherung geben? Könnten Sie bitte Informationen zu Ihrer Krankenversicherung geben? Не могли бы вы зайти в четверг? Würden Sie bitte am Donnerstag vorbeikommen? Würden Sie bitte am Donnerstag vorbeikommen? Würden Sie bitte am Donnerstag vorbeikommen? Не могли бы вы приготовить кофе? Würden Sie bitte Kaffee machen? Würden Sie bitte Kaffee machen? Не могли бы вы предоставить воду? Würden Sie bitte Wasser bereitstellen? Würden Sie bitte Wasser bereitstellen? Не могли бы вы распечатать документы? Würden Sie bitte die Unterlagen ausdrucken? Würden Sie bitte die Unterlagen ausdrucken? Не могли бы вы написать протокол? Würden Sie bitte Protokoll schreiben? Würden Sie bitte Protokoll schreiben? Würden Sie bitte Protokoll schreiben? Не могли бы вы зайти в четверг? Würden Sie bitte am Donnerstag vorbeikommen?
Würden Sie bitte am Donnerstag vorbeikommen? Würden Sie bitte am Donnerstag vorbeikommen? Не могли бы вы приготовить кофе? Würden Sie bitte Kaffee machen? Würden Sie bitte Kaffee machen? Не могли бы вы предоставить воду? Würden Sie bitte Wasser bereitstellen? Würden Sie bitte Wasser bereitstellen? Не могли бы вы распечатать документы? Würden Sie bitte die Unterlagen ausdrucken? Würden Sie bitte die Unterlagen ausdrucken? Не могли бы вы написать протокол? Würden Sie bitte Protokoll schreiben? Würden Sie bitte Protokoll schreiben? Würden Sie bitte Protokoll schreiben? Вы не должны в офисе использовать открытое пламя, например, свечи и чайные свечи. То есть свечи и чайные свечи, слова будут разные. Sie dürfen keine offenen Flammen wie Kerzen und Teelichter im Büro benutzen. Sie dürfen keine offenen Flammen wie Kerzen und Teelichter im Büro benutzen. Sie dürfen keine offenen Flammen wie Kerzen und Teelichter im Büro benutzen. Вы не должны курить во всем доме. То есть это не разрешено. Sie dürfen im ganzen Haus nicht rauchen. Sie dürfen im ganzen Haus nicht rauchen. Sie dürfen im ganzen Haus nicht rauchen. Руки и колени следовало бы держать под углом 90 градусов. И так как у нас здесь указание чужого лица, мы будем использовать глагол sollen, но sollen в конъюнктив, так как у нас присутствует частица бы, следовало бы. Вежливо мы говорим какому-либо клиенту. Sie sollten Arme und Knie im 90 Grad Winkel halten. Sie sollten Arme und Knie im 90 Grad Winkel halten. Sie sollten Arme und Knie im 90 Grad Winkel halten.
Вам не следовало бы ставить экран в направлении к окну. Sie sollten den Bildschirm nicht in Richtung Fenster stellen. Sie sollten den Bildschirm nicht in Richtung Fenster stellen. Sie sollten den Bildschirm nicht in Richtung Fenster stellen. Вам следовало бы делать регулярно перерывы. Sie sollten regelmäßig Pausen machen. Sie sollten regelmäßig Pausen machen. Sie sollten regelmäßig Pausen machen. Вам не следовало бы слишком долго смотреть на экран. Sie sollten nicht so lange auf den Bildschirm schauen. Sie sollten nicht so lange auf den Bildschirm schauen. Вам следовало бы встать и двигаться. Sie sollten aufstehen und sich bewegen. Sie sollten aufstehen und sich bewegen. Sie sollten aufstehen und sich bewegen. Я очень вежливо разговариваю со звонившим. Ich spreche sehr höflich mit dem Anrufer. Ich spreche sehr höflich mit dem Anrufer. Ich spreche sehr höflich mit dem Anrufer. Я дружелюбно отвечаю клиенту. Ich antworte dem Kunden freundlich. Ich antworte dem Kunden freundlich. Ich antworte dem Kunden freundlich. Я помогаю всем клиентам быстро и без бюрократии. Ich helfe allen Kunden schnell und unbürokratisch. Ich helfe allen Kunden schnell und unbürokratisch. Я принимаю обезболивающее, чтобы избавиться от головной боли. И здесь у нас сложные предложения с придаточным и союзом damit. Ich nehme eine Schmerztablette, damit meine Kopfschmerzen weggehen. Ich nehme eine Schmerztablette, damit meine Kopfschmerzen weggehen.
Дословно можно перевести как «чтобы моя головная боль ушла» или «мои головные боли ушли». Ich nehme eine Schmerztablette, damit meine Kopfschmerzen weggehen. За этим зданием есть сад. Hinter diesem Gebäude ist ein Garten. Hinter diesem Gebäude ist ein Garten. Hinter diesem Gebäude ist ein Garten. В том доме живут 5 семей. In jenem Haus wohnen 5 Familien. In jenem Haus wohnen 5 Familien. In jenem Haus wohnen 5 Familien. Между кроватью и столом достаточно места. Zwischen dem Bett und dem Tisch gibt es genug Platz. Zwischen dem Bett und dem Tisch gibt es genug Platz. Zwischen dem Bett und dem Tisch gibt es genug Platz. Кошка запрыгивает на подоконник. Die Katze springt aufs Fensterbrett. Die Katze springt aufs Fensterbrett. Обратите внимание, здесь у нас слияние предлога и артикля среднего рода. Auf das Fensterbrett. Die Katze springt aufs Fensterbrett. Мы хотим положить ковер перед диваном. Wir wollen den Teppich vor das Sofa legen. Wir wollen den Teppich vor das Sofa legen. Wir wollen den Teppich vor das Sofa legen. Рядом со школой есть спортивная площадка. Neben der Schule ist ein Sportplatz. Neben der Schule ist ein Sportplatz. Neben der Schule ist ein Sportplatz. Дети сидят в автобусе позади водителя. Die Kinder sitzen im Bus hinter dem Fahrer. Die Kinder sitzen im Bus hinter dem Fahrer. Die Kinder sitzen im Bus hinter dem Fahrer. Студент сидит за столом и учится или занимается. Der Student sitzt
am Tisch und lernt. Der Student sitzt am Tisch und lernt. Der Student sitzt am Tisch und lernt. Лампа висит над столом в твоей комнате. In deinem Zimmer hängt die Lampe über dem Schreibtisch. In deinem Zimmer hängt die Lampe über dem Schreibtisch. In deinem Zimmer hängt die Lampe über dem Schreibtisch. На каникулах я остаюсь в городе. In den Ferien bleibe ich in der Stadt. In den Ferien bleibe ich in der Stadt. In den Ferien bleibe ich in der Stadt. Кто стоит у твоей двери? Wer steht vor deiner Tür? Wer steht vor deiner Tür? Дословно можно перевести как «кто стоит перед твоей дверью». Но мы так не говорим, а вот немцы именно так и говорят. Мы скажем «кто стоит у твоей двери?» Wer steht vor deiner Tür? Моя бабушка любит сидеть в кресле у окна. Meine Großmutter sitzt gern im Sessel am Fenster. Meine Großmutter sitzt gern im Sessel am Fenster. Meine Großmutter sitzt gern im Sessel am Fenster. Анна вешает календарь под настенными часами. Anna hängt den Kalender unter die Wanduhr. Anna hängt den Kalender unter die Wanduhr. Anna hängt den Kalender unter die Wanduhr. На столе стоят 6 стаканов и 6 тарелок. Auf dem Tisch stehen 6 Gläser und 6 Teller. Auf dem Tisch stehen 6 Gläser und 6 Teller. Auf dem Tisch stehen 6 Gläser und 6 Teller. Он тот, кого мы искали. Ist derjenige, den wir gesucht haben. Ist derjenige, den wir gesucht haben. Ist derjenige, den wir gesucht haben.
Мне это сказал сам врач. Das hat mir der Arzt selbst gesagt. Das hat mir der Arzt selbst gesagt. Das hat mir der Arzt selbst gesagt. Тебе нравится пальто? Нет, оно мне не нравится. Его я не куплю. Gefällt dir der Mantel? Nein, der gefällt mir nicht. Den kaufe ich nicht. Gefällt dir der Mantel? Nein, der gefällt mir nicht. Den kaufe ich nicht. Это не мое дело. Das ist nicht meine Sache. Das ist nicht meine Sache. Сам он не смог прийти. Er selbst konnte nicht kommen. Er selbst konnte nicht kommen. Кто эта женщина? Это моя соседка. Wer ist diese Frau? Das ist meine Nachbarin. Wer ist diese Frau? Das ist meine Nachbarin. Кто эти люди? Это наши деловые партнеры. Wer sind diese Leute? Das sind unsere Geschäftspartner. Wer sind diese Leute? Das sind unsere Geschäftspartner. Что ты пишешь? Я пишу письмо. Was schreibst du? Ich schreibe einen Brief. Was schreibst du? Ich schreibe einen Brief. Кто он? Он учитель. Was ist er? Er ist Lehrer. Was ist er? Er ist Lehrer. Он говорит о своем брате. О ком он говорит? Er spricht von seinem Bruder. Von wem spricht er? Er spricht von seinem Bruder. Von wem spricht er? Он говорит о своей работе. О чем он говорит? Er spricht von seiner Arbeit. Wovon spricht er?
Er spricht von seiner Arbeit. Wovon spricht er? Эти брюки выглядят как новые, потому что я надеваю их редко. Diese Hose sieht wie neu aus, weil ich sie selten anziehe. Diese Hose sieht wie neu aus, weil ich sie selten anziehe. Diese Hose sieht wie neu aus, weil ich sie selten anziehe. Я больше не хочу ей ничего давать, потому что она никогда не возвращает мне мои вещи. Ich will ihr nichts mehr geben, weil sie mir meine Sachen nicht zurückgibt. Ich will ihr nichts mehr geben, weil sie mir meine Sachen nicht zurückgibt. Ich will ihr nichts mehr geben, weil sie mir meine Sachen nie zurückgibt. Вам запрещено курить. То есть вам нельзя курить. Sie dürfen nicht rauchen. Sie dürfen nicht rauchen. Sie dürfen nicht rauchen. Не допускайте путаницы кабелей. То есть это не разрешается. И здесь мы тоже используем глагол dürfen. Sie dürfen keinen Kabelsalat produzieren. Sie dürfen keinen Kabelsalat produzieren. Sie dürfen keinen Kabelsalat produzieren. Вам не разрешается зажигать свечи или чайные свечи. Sie dürfen keine Kerzen und Teelichter anzünden. Sie dürfen keine Kerzen und Teelichter anzünden. Sie dürfen keine Kerzen und Teelichter anzünden. Важные словосочетания. Содержать стол в порядке или держать стол в порядке, дословно глагол держать. Schreibtisch ordentlich halten. Schreibtisch ordentlich halten. Правильно регулировать стул. Stuhl richtig einstellen. Stuhl richtig einstellen. Делать часовой перерыв на обед. Eine Stunde Mittagspause machen. Eine Stunde Mittagspause machen.
Настройки. Надевать защитную каску. Auf der Baustelle Schutzhelm tragen. Auf der Baustelle Schutzhelm tragen. Надевать рабочую обувь. Arbeitsschuhe anziehen. Arbeitsschuhe anziehen. Никогда не ходить на стройку в одиночку. Nie allein auf die Baustelle gehen. Nie allein auf die Baustelle gehen. Вам следовало правильно отрегулировать стул. То есть, когда мы получаем указание от другого лица, мы используем глагол sollen. Следовало глагол в прошедшем времени. Sie sollten Ihren Stuhl richtig einstellen. Sie sollten Ihren Stuhl richtig einstellen. Sie sollten Ihren Stuhl richtig einstellen. У стойки много людей, у которых нет времени, или которые не имеют времени, дословный перевод. Am Schalter stehen viele Leute, die alle keine Zeit haben. Am Schalter stehen viele Leute, die alle keine Zeit haben. Am Schalter stehen viele Leute, die alle keine Zeit haben. Меня не устраивают комиссии по счетам, которые слишком высоки. То есть я недоволен комиссиями. Ich bin mit den Kontogebühren nicht zufrieden, die viel zu hoch sind. Ich bin mit den Kontogebühren nicht zufrieden, die viel zu hoch sind. Ich bin mit den Kontogebühren nicht zufrieden, die viel zu hoch sind. Ты живешь у своих родителей? Wohnst du bei deinen Eltern? Wohnst du bei deinen Eltern? Она любит своего мужа. Sie liebt ihren Mann. Sie liebt ihren Mann. Когда она болеет, она остается в постели. Wenn sie krank ist, bleibt sie im Bett. Wenn sie krank ist, bleibt sie im Bett. Wenn sie krank ist, bleibt sie im Bett.
Если я хочу выучить немецкий язык, я пойду в языковую школу. Wenn ich Deutsch lernen möchte, gehe ich zur Sprachschule. Wenn ich Deutsch lernen möchte, gehe ich zur Sprachschule. Wenn ich Deutsch lernen möchte, gehe ich zur Sprachschule. Если мы хотим пожениться, мы идем в ЗАГС. Wenn wir heiraten wollen, gehen wir zum Standesamt. Wenn wir heiraten wollen, gehen wir zum Standesamt. Wenn wir heiraten wollen, gehen wir zum Standesamt. Если мы хотим работать в Германии, нам нужно разрешение на работу. Wenn wir in Deutschland arbeiten wollen, brauchen wir eine Arbeitserlaubnis. Wenn wir in Deutschland arbeiten wollen, brauchen wir eine Arbeitserlaubnis. Wenn wir in Deutschland arbeiten wollen, brauchen wir eine Arbeitserlaubnis. Если мы хотим скачать формуляр, нам понадобится компьютер. Wenn wir das Formular herunterladen möchten, brauchen wir einen Computer. Wenn wir das Formular herunterladen möchten, brauchen wir einen Computer. Wenn wir das Formular herunterladen möchten, brauchen wir einen Computer. Надя хочет работать полный рабочий день, потому что на неполной ставке она зарабатывает недостаточно. И у нас в сложном предложении союз den, после которого идет прямой порядок слов. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, denn sie verdient in Teilzeit zu wenig. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, denn sie verdient in Teilzeit zu wenig. Nadja möchte in Vollzeit arbeiten, denn sie verdient in Teilzeit zu wenig. То есть дословно zu wenig слишком мало или недостаточно. Zu wenig слишком мало. Том недоволен, потому что у него нет работы. Tom ist unzufrieden, denn hat keine Arbeit. Tom ist unzufrieden, denn hat keine Arbeit.
Tom ist unzufrieden, denn er hat keine Arbeit. Кристина хотела бы жить во Франкфурте, потому что ей здесь очень нравится. Christina möchte in Frankfurt wohnen, denn es gefällt ihr sehr gut hier. Christina möchte in Frankfurt wohnen, denn es gefällt ihr sehr gut hier. Christina möchte in Frankfurt wohnen, denn es gefällt ihr sehr gut hier. Она ищет временную работу на выходные, потому что в течение недели у нее курс немецкого языка. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, denn sie hat einen Deutschkurs unter der Woche. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, denn sie hat einen Deutschkurs unter der Woche. Sie sucht einen Aushilfsjob am Wochenende, denn sie hat einen Deutschkurs unter der Woche.